Wir dürfen das nur mit 10 mA unter besonderen Bedingungen auch mit 100, aber das reicht normalerweise nicht, um richtig weit rauszufliegen, wie wir es für diese Anwendung in Land- und Forstwirtschaft normalerweise brauchen. Deswegen ist an diesem Flugzeug tatsächlich diese GPS-Antenne mit integriert und das ist so eingestellt, dass wir hier einen anderen Empfänger haben mit einer nachgeführten Antenne, sodass diese Antenne immer auf das Flugzeug schaut, sodass ich auf Reichweiten bis zu 1,2 Kilometer in etwa kommen kann. Und das ist auch das, was man am Maximum mit so einer Plattform rausfliegen kann, weil das Gesetz bis heute sagt, dass ich das Ding vom Boden aus jederzeit sehen und übernehmen kann. Und die Reichweite ist schon richtig weit. Das Rot kommt massiv in den Überhang, auch hier im Bereich zum Nahinfrarot. Und die Herbstblätter, die photosynthetisch nicht mehr aktiv sind, wo die Pigmente nicht mehr aktiv sind, die erscheinen rot, rotbraun. Das ist hier der Spektralbereich. Das heißt, man hat je nach Zustand, nach Ernährungszustand der Nadeln und Blätter eine ganz unterschiedliche spektrale Signatur. Und wenn man das jetzt im Detail untersucht, und das wollen wir jetzt nicht machen, wie gesagt, das ist zu aufwendig, dann erkennt man ganz interessante Peaks und auch da kommt die Idee, dass man bestimmte spektrale Informationen mit verschiedenen Formeln, mit Indexformeln verrechnet. Und die Hypothese, die jetzt dahinter steckt, ist, dass der Borkenkäfer, wenn er frisst, vom Nährstoffstrom sich bedient, der Baum also zwangsläufig in eine Nährstoffmangelsituation kommt und das eben zu diesem Absterben des Baumes führt. Diese Nährstoffmangelsituation, die können wir definitiv detektieren. Das haben wir gesehen bei Precision Farming, wo man sich das zunutze macht, um beispielsweise diese Stickstoffdüngung zu geben. Und unsere Hypothese ist es nun, mit einer Multispektralkamera zu fliegen, die aus diesem Spektralbereich bis 900 Nanometer, wo ihre Empfindlichkeit ist, genau die richtigen Spektralinformationen abgreift, zum Beispiel bei den Pigmenten oder hier im Wasserabsorptionsbereich, um dadurch zu erkennen, ob ein Baum schon frühzeitig in seiner Ernährungssituation gestört ist, ob er in eine Mangelsituation reinkommt, bevor man es äußerlich sieht. Und wenn das gelingt, dann müsste man mit so einer Multispektralkamera die befallenen Bäume, zumindest Verdachtsbäume, detektieren können. Und man wäre in der Lage, jetzt ganz besonders interessant für den Wirtschaftswald, durch ein kontrolliertes, regelmäßiges Monitoring unter Einsatz von UAV, sehr kostengünstig, zeitlich, spontan diese Baumernährungssituation zu detektieren und Verdachtsflächen des Borkenkäferbefalles ausfindig zu machen.